Herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction, und zwar Alien Romulus. Der Alien-Franchise, ich liebe jo, nee, solo nicht, ich liebe den Alien-Franchise, aber so, ja, das Monster sich fand ich schon ultra geil, weil, ja, der Alien-Franchise haben wir seine Ups and Downs, zum Schluss hin mehr Downs, und, ja, wir kriegen lo Alien Romulus, und, wir gucken uns auch mal an, was man dann dazu erwarten können, weil den Alien Covenant, den das war halt so selbst, ne? Das war nicht. Das war wirklich nicht. Das war katastrophal. Und do weint er. Als lo auf zu werden, wird man lo heute gesehen. Es sind parallel noch ein paar Sachen zusammen checken, für dass ich heute die richtigen Daten hund. So, voilà. Mir hun den Fede Alvarez, den Film möchte, den hat verschiedene Drehbücher geschrieben. Und zwar zum Evil Dead aus 2013, Don't Breathe, was man nachher, Texas Chainsaw, also Horrorsachen hat den Matro geschrieben. Und wie lo ausgesagt, ja, as hin dann der Regisseur von Alien Romulus. Das als auf jeden Fall, wie soll ich das beschreiben? Hauptsache Ridley Scott. Ich denke, so weit sind wir uns da wohl eins. Ridley Scott an allen Ehren zu singen, alle Werke zu den alle Sachen, die er gemacht hat. Ich fand Gladiator als von meinen absoluten Lieblingsfilmen. Gladiator als grandios an, auch den alle Blade Runner an, ja, den echten Alien an. Das sind alles Meilensteine an der Filmgeschichte, aber es geht mal, also so leid wie man doch det, Ridley Scott huet net méi drop. Für das letzte auch noch mit Napoleon, das war klack neicht. Det mal leid. Und da sind ich froh, dass Alien auch lorem an den von einem anderen giget. Es sind wir lo nicht mehr ganz sicher. Es hat etwas hören, wie wann die ganze Prometheus-Debatte alles das irgendwie vergisst wird. So ignoriert wird, okay, komm mir mal eine Karte, komm erzähle lo einfach, wieso sich lo daran so verstrecken, los einfach eine gute Film machen. Das denken ich, die sollte und nachgelöst gehen. Du fand ich gut, dass wann der lo so der Fall ist, dass der Cut soll gemerkt, ich fand das wirklich eine gute Sache. Prometheus und Stehmals ziemlich spät recht gesehen, also du war ich schon lange auf Blu-ray raus und ich gesagt, komm, guckst da das mal an, wie Prometheus so ging. Also Prometheus ist ja verhasst bis auf den Tod, ne? Ich schon die so geguckt und ich dachte, das ist aber nicht so schlecht, das ist ja aber ganz cool. Ich weiß nicht, was Leute Prometheus dann so hassen. Ich fand Prometheus ganz cool. War mein Gedanken an der ersten Halbstunde. Ich schon noch nie einen Film gesehen, den an der zweiten Halbstunde so drastisch kippt und so schlecht geht, dass die echt gut halten vergisst, also gesagt, nee, Scheißfilm. Also das war wirklich katastrophal. Boah, egal. Loser ist nur mal, ich verschleiere mich hier am Geschwafel zu Alien. Du gucken wir uns mal direkt an, was uns dann an Alien Romulus erwartet. Fand ich schon, also gesagt schon cool. Für den Alvarez gesagt. Director of Don't Breathe. Gesagt mal, ja, hallo, und scheiß schon Fake News. Hat er auch Drehbuch geschrieben. Hier steht just Drehbuch. Don't Breathe. Lass mich gucken. Ja, Regie für der Alvarez. Ja, danke Google. Danke. Nehmen wir doch mal Evil Dead. Okay. Gut. Scusi. Hätte ich einfach den Back gehabt und einfach einen Trailer geguckt, dann hätte ich mal dazu alles gespürt. Ja, den dürft sing Fanger noch ein bisschen am Spiel halten, weil das selber ist. Dann ist der gut. Run. Oh mein Gott. Mir wieso aus den Trailer da schon so? Ey, das passt doch nicht. Immer das Dröhnen, die Sound, das passt doch nicht. Was soll das dann? Oh Gott, das ist die nämlich Produktionsfirma, die all Trailer immer, oder was? Das ist zum Katzen.
boah Moment oh mein Gott das Ey kurz knacken das okay ich denke mir kreieren also wat für der Alter ist so möchte ich wissen also wann dann Evil Dead 2013 gesehen hat da wisst da wie gory dat Kasin an wie krass der Kasin an ich fand die 2013 der Version ultra gut oder ja also es ist sowieso ein Evil Dead Fan für mich war 2013 der Release war wirklich gelungen Don't Breathe und ich sowieso auch mega gut fand er schafft viel man Sachen zusammen am Sam Raimi werde ich grandios fand du hue den net halt ja der richtige Mann den irgendwie ja denen du in der Hand hört an es gibt noch bisschen Dead Space Vibes muss da so wie das gab Dead Space schwenkt du auch so bisschen matt aber ich fand das gut ich hoffe hier bleibt Singerlin 3 am mir gehen nicht so an dat extrem Action geballer also das so kein krassen Actionfilm gehen das soll ich fand das soll schon Horror sehen an den echten Deal als noch immer mein liebsten weil das wirklich von der Atmosphärik als das am geilsten Alien zum James Cameron auch an allen ihre geile Film auf für mich steht den echten hast du noch immer auf der für mich noch auf der Platz sind an wann das ganz drum richtig an das Horrorszenario zurückgehen so richtig Sci-Fi Horror ey wie geil wann den Heimer da lo einfach kap da seht los Alien dat sinn wat Alien ufangs war an loset net die groß riesig Geschichten am Hintergrund gehen da kann ich super dummer da leben da sind stark zufrieden ich fand den Alien brauch auch net viel mehr dat Alien Designer so unique dat das so ein einzigartig Filmmonster ja dat wirkt dafür sicher lang ich fand du musst nicht noch viel geschehen dat wirkt für sicher lang heinst du mal enke rich geilen Sci-Fi Horror an dem Szenario sind ich gut damit voilà. Ich verplappere mich auf jeden Fall los mal gerne dann einen Kommentar du wie ersten Trailer gefallen hat wat ihre Lieblings Alien Film ist ich denke in verschiedener Werten du ganze aussortiert sind voilà, und in dem Sinn ging so war doch schon mal dieser Trailer Reaction an der bei der nächste Kehre. Ciao